Salut zusammen und herzlich willkommen zu der bereits 95. Folge. Das heisst, 5 Folgen trennen uns noch von der 100. Folge von meinem Podcast. Was soll ich sagen? Heftig. Wirklich heftig. Also innerhalb von den nächsten 5 Wochen in diesem Fall fehlen noch 5 Folgen für die 100. Folge. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ist ja gleich. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt zusammen. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr habt viele Sachen noch erleben, so jetzt in den letzten wärmeren Tagen. Obwohl es zwar geheißen, es sollte wieder wärmer werden. Ich glaube, am Mittwoch wird es auf jeden Fall mal schnell noch ein bisschen wärmer. Aber man merkt schon, dass der Herbst vor der Tür ist, beziehungsweise dass es nicht mehr so richtig sommerlich warm wird, für das man irgendwie könnte baden in einen See oder wo auch immer. Aber wie gesagt, ja, es war ein guter Sommer gewesen, auf jeden Fall für mich. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch draussen ist, aber ich persönlich bin inzwischen eher so der Typ, der es gerne ein bisschen kühler hat. Nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Ich habe auch gesehen, Madeira wäre sehr schön. Liebe Grüße an alle Influencer, die dort sind. Ich würde auch dorthin ziehen aufgrund des Wetters, andere reisen dorthin aufgrund der Steuern. Ja. Was habe ich so gemacht? Ich war wieder mal an einem Geburtstag, meine Cousine hat Geburtstag gehabt. Ich bin dort schnell vorbeischauen. Und ja, es war cool gewesen. Ich hatte wieder mal ein bisschen mehr Leute um mich gehabt. Ich muss zwar sagen, es ist so weit gegangen, weil jeder, der es weiss oder noch nicht weiss, ich habe einfach grosse Menschenmengen gar nicht mehr gerne. Aber dort ist es irgendwie gegangen, vielleicht auch deswegen, weil man mehr draussen war, beziehungsweise nicht so eingängt irgendwie in einen Raum rein. Ich kann es nicht sagen, aber es war auf jeden Fall gemütlich gewesen und bin irgendwo durch schon ein bisschen stolz auf mich selber, muss ich ehrlich zugeben, dass ich das auch durchgezogen habe. Wow, das klingt gerade wie, als hätte der Sam die grösste und schlimmste Mutprobe hinter sich. Ja, andere Mutprobe, die ich hier in dem Sinn mir eher angetan ist, dass ich mir endlich mal wieder einen Film habe gegönnt, beziehungsweise mal, ja, nicht viel hat gezahlt, aber ich glaube 7 Franken habe ich dafür ausgegeben, für einen Film zu mieten. Leider ist es nicht mehr so wie früher, wo du das Feeling hast, wo du in eine Videothek rein kannst, wo einfach mega cooles Gefühl war. Einfach früher so mit dem Vater, mit den Eltern irgendwie in eine Videothek, dort den Film auslehnen und dann wieder bringen. Du hast den Film gesehen, du hast tolle Eindrücke. Das war einfach so ein cooles Feeling gewesen. Und wenn dir hat gefallen, dann hast du halt je nachdem noch mal gekauft, also noch ganz gekauft in dem Sinn, dann nachher in einem Shop. Und ich finde es wirklich schade, gibt es die Videotheken leider nicht mehr. Also eben auch bei uns in der Schweiz hat es ja solche. Ich weiss gar nicht, ob die überhaupt so verbreitet waren früher. Ich meine, USA ist ja dort mit Blockbuster ein Mega-Hype gesehen, dann zumal, was eben Videotheken anbelangt. Aber hier in der Schweiz weiss ich wirklich nicht, wie das ist. Aber ja, welchen Film habe ich mir in dem Sinn mal gegönnt? Civil War. Civil War erzählt in dem Sinn die Geschichte von 3 oder 4, muss sogar 4 sagen. Auf jeden Fall von einem Journalistenteam. Allen voran, kann ich euch auch zeigen, also wenn ihr jetzt den Videocast schaut, Kirsten Dunst, also sie verkörpert Lee. Dann der Wagner Moura, er spielt den Joel. Ihn kennt ihr vielleicht, der Wagner Moura, aufgrund von seiner Rolle als Pablo Escobar, dann zumal in Narcos. Auf jeden Fall habe ich mir sagen, Civil War ist wirklich ein mega Top-Film. Was dort einfach ein bisschen stört, ist Folgendes gesehen. Aufgrund von der momentanen Lage in den USA, beziehungsweise von der ganzen Präsidentschaftswahl, muss ich sagen, hat der Film viel zu wenig jetzt an Message rausgehauen. Also an diesen Punkten ist er wirklich sehr stark. Wirklich sehr stark. Also du schaust wirklich dauernd auf den Film. Es ballert und macht und knallt und tut. Also wenn du ein heavy Heimkino-System hast, dann gibt dir den Film, wenn du keine riesigen Filme hast. Aber ja, es geht hier darum, dass der Präsident eben seine 3. Amtszeit hat antreten, beziehungsweise auf illegaler Basis. Und 2 Staaten wollen in dem Sinn das nicht mehr, beziehungsweise eben ist ein Bürgerkrieg austreten.
Und die Lee, der Joel, Jesse, der Stephen McKinley Henderson, der Sammy, die 4 sind in dem Sinn eben ein Journalistenteam. Das wäre der Stephen McKinley. Auf jeden Fall sind sie ein Journalistenteam und haben so der Wunsch, noch ein letztes Interview mit dem Präsidenten, gespielt von Nick Offerman, können oder dürfen zu führen. Was halt einfach bei Lee sowie auch bei Jesse so spannend ist, sie zwei sind beide Fotografinnen. Also Lee ist so oder so schon Vollfotografin, Jessie ist eine angehende Fotografin, aber nicht einfach nur eine Fotografin, sondern beide zusammen sind Kriegsfotografen. Also eben Jessie, die möchte gerne wie ihr Vorbild Lee Kriegsfotografin werden. Halt durch eine, sag ich mal, durch ein gewisses Ding kann eben die Jessie mit auf den Roadtrip für eben das letzte Interview mit dem Präsidenten dürfen zu führen, beziehungsweise dort dürfen zu fotografieren. Also Joel, eben gespielt von Magner Mura, er ist der Journalist, er möchte eben gerne ein Interview. Eben Lee und Jessie, die hier immer fotografieren. Und dann kommen sie immer so an verschiedene Punkte, wo sie dann eben ihre Fotos aufnehmen. Was ich einfach sehr, sehr schätze oder sehr, sehr feiere inzwischen. Das Studio A24, ich weiss auch nicht, A24 bringt inzwischen so die heftigen, ja, ich muss auch sagen, guten Filme raus. Sagt mir einen Film, den ihr noch nicht von A24 habt gesehen, der nicht so gut wäre gesehen. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, für mich ist A24 inzwischen wirklich eines von diesen Studios geworden, die wirklich phänomenale Filme rausbringt. Also wirklich schon viel hat in dem Sinn eingesammelt an Preisen. Die Filme von A24. Also da haben wir zum Beispiel The Whale, wo dann zumal Brendan Fraser hat nochmal bekannt gemacht. Bei uns Nostalgiker ist er dann zumal vor allem als der ich weiss gar nicht mehr, wie er heisst. Auf jeden Fall, die Mumie ist ja dann vor allem durchgekommen. Dann The Zone of Interest, auch ein sehr starker Film. Also wer nicht weiss, welcher Film The Zone of Interest ist. Erzählt in dem Sinne die Geschichte von einer führenden Person, ich sage jetzt nicht welcher, aber der Mann hat das KZ geleitet und hat dort direkt neben dem KZ mit seiner Familie gewohnt. Und das Krasse ist einfach, der Film kommt mit so gewaltigen Bildern hier daher. Auch der Cast, Sandra Hüller, der Christian Friedel. Also die zwei haben wir krass gespielt auf jeden Fall. Vor allem Sandra Hüller. Sie war ja noch nominiert für eine andere Rolle für einen Oscar. Anatomie eines Falls. Das sollte ich dann vielleicht auch noch schauen. Auf jeden Fall. Dort hat sie eine Rolle plötzlich gespielt mit einem ganz anderen Kontext. Nicht nur Kontext, sondern ein Kontrast. Wirklich völlig anders. Und Civil War sind, glaube ich, auch jetzt eine der teuersten Produktionen, die sie bisher hatten. Aber eben nochmal zum Schauen. Wir haben hier The Whale, dann Zone of Interest, Swiss Army Man, eben Civil War, Talk to Me. Wirklich bombenmäßiger Film, wenn man gerne Horrorfilme schaut. Also der, für das irgendwie von zwei Content Creator gestartet ist, beziehungsweise die nachher dort sind eingestiegen. Wirklich mega Film. Als ob die zwei, also sind zwei Zwillinge, ob das Zwillingenpaar nie etwas anderes hat gemacht. Wirklich mega. Natürlich, was ich auch erst gerade gesehen habe, Past Lives in einem anderen Leben, wo in dem Sinne Geschichte erzählt zwischen zwei Kids, die sich in dem Sinn später als Erwachsene wiedersehen. Was man einfach hier halt muss sagen, als Kind sind sie wirklich unzertrennlich gesehen. Wirklich unzertrennlich. Und die Eltern von ihr wollten halt auswandern, aus Südkorea auswandern. Und da passiert etwas, für das die zwei auf jeden Fall wieder in Kontakt kommen, die zwei Kids. Und sie treffen sich wieder. Sie hat halt einen neuen Mann an ihrer Seite. Und dann ist halt die Frage, okay, wie viel Gefühl hat sie in dem Sinn noch für ihn? Stell du dir vielleicht mal selber die Frage, wenn du so zurückdenkst an deine Schulzeit, deine Jugendlieben, vielleicht auch Lieben, wo du mal hast gesagt, hey, das ist meine grösste Liebe gewesen. Wenn du mal so zurückdenkst,
würde die Person plötzlich wieder vor dir stehen, hättest du Bedenken, dass die Gefühle plötzlich wieder hochkommen, wie von dann zumal? Oder würdest du sagen, nein, also wenn ich eine neue Person habe an meiner Seite, dann werden, glaube ich, die Gefühle ändern nur für sie da sein und es wird nicht alte Gefühle wieder, nicht in dem Sinn aufreißen, aber in dem Sinn wieder aufmachen. Mal eigentlich schon. Was auch ein sehr grandioser Film ist gesehen im Genre von Horror. Hereditary, das Vermächtnis, wirklich auch ein phänomenaler Film gesehen. Bodies, Bodies habe ich erst gerade geschaut. Bodies, 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 sogar 3-mal, sorry. Der ist auch von A24. Und dort musste ich sagen, hat mich jetzt nicht so wirklich abgeholt. Beziehungsweise der Plot-Twist ist so... okay. Ja, nicht voll... wow, mega und so. Überhaupt und gar nicht. Was mich eher da wieder hat überrascht, ist dann zumal gesehen Midsommar. Ich glaube, Midsommar ist auch einer der ersten Filme, mehr oder weniger gesehen. Oder nein, Hereditary. Hereditary ist der erste gewesen, genau, das Vermächtnis. Midsommar ist der zweite gewesen in dem Sinn, wo von A24 bei mir über den Bildschirm ist geflattert. Auf jeden Fall Midsommar auch ein sehr starker Film aufgrund von seinen Bildern. Auch der Ari Aster, ein grandioser Regisseur. Ich glaube auch eben bei Hereditary ist auch er, genau, der Director gesehen, ist auch er der Regisseur gesehen. Also, mega. Also für die Bilder in dem Sinn einzufangen, ist er grandios. Und eben auch die Bilder bei The Zone of Interest, sowie auch bei Past Lives, dort eigentlich auch, aber jetzt auch bei Civil War. Also Bilder, die hier in dem Sinn eingeblendet werden. Auch die stillen Momente. Keine Ahnung, ob A24 da aber sagt, hey, hört, wir übernehmen in dem Sinn hier die Kosten als Produktion, aber bitte bringt irgendwie solche und solche Bilder rein. Also Civil War hat dort auch sehr krasse Momente drin, und ich muss sagen, okay, leider auch ein bisschen, ja, erahnende oder vorhersehende Momente. Aber ich muss sagen, wirklich von der schauspielerischen Darbietung her ist Kirsten Dunst dort ganz oben. Kirsten Dunst ist ja vor allem dann zumal berühmt worden als ja, kleiner Vampir, kleines Vampirmädchen. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen. Gloria. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Name ist. Auf jeden Fall bei Interview mit einem Vampir. Das ist ja dann, glaube ich, eher ein Durchbruch gewesen. Oder auf jeden Fall ist sie dort berühmt geworden. Aufgrund von dieser Rolle, wo sie phänomenal hat gespielt neben Tom Cruise und dem Brad Pitt. Also, boah. Wirklich heftig. Und ja, jetzt hat sie natürlich bei Civil War wieder eine junge Schauspielerin neben sich, die schon jünger ist. Aber sie ist ja dann, glaube ich, 12-Jährige oder hat 12-Jährige gespielt. Auf jeden Fall ist sie noch sehr jung gewesen. Sie da jetzt bei Civil War spielt, glaube ich, 23-Jährige. Keine Ahnung, wie alt das die selber überhaupt ist. Kaylee Spenny. Ja, ich will jetzt nicht suchen, so leid es mir tut. Auf jeden Fall muss ich sagen, auch sie hat phänomenal gespielt. Wirklich, auch der Moment, der ein oder andere Moment, der dort von ihr ist ausgegangen, der ist einfach, boah. Man kann in dem Sinn dort so wie eine, also ich tue jetzt nicht spoilern, aber man kann so wie einen Verlauf sehen von, okay, da ist sie noch am Anfang und wow, das ist jetzt eine sehr krasse Wandlung im Vergleich zum Anfang. Komplett, wirklich komplett. Was mich da gerade ein bisschen verwundert, wenn man jetzt hier auch den Cast anschaut, gut, wenn man natürlich da drauf geht, das ist der Topcast. Da ist Jesse Plemons als, ja, eben Soldat. Auf jeden Fall eben der Jesse Plemons, der inzwischen auch der Mann von der Kirsten Dunst ist. Die zweimal vor der Kamera gesehen, also eben Kirsten Dunst und ihr Mann, das ist
wow, das ist etwas ganz anderes gesehen. Vor allem eben so nach, beziehungsweise auch in welchen Szenen, dass sie zwei vis-à-vis voneinander stehen. Also geht gerne den Trailer schauen. Vielleicht ist es ja etwas für euch, dass ihr dann auch den Film an sich schaut. Aber ich muss sagen, wo die sich dort gegenüber sind gestanden und ich so im Kopf hatte, krass, die zwei sind ein Paar. Also die zwei sind verheiratet und du merkst nichts. Du merkst gar nichts. Das ist einfach heftige schauspielerische Leistung gesehen, die die jetzt hier gemacht haben. Klar, der Jesse ist, glaube ich, vor allem dort bekannt worden aufgrund von seiner Rolle bei Breaking Bad. Breaking Bad, kann ich sagen. Breaking Bad ist ja dann zumal dort, glaube ich, berühmt worden, wo er auch phänomenal gespielt hat, auch später in so einem kleinen Mal in einem Film, wo ja so wie eine Fortsetzung ist gesehen von Breaking Bad. Also wirklich, boah, der Mann und Kirsten Dunst zusammen vor der Kamera. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich möchte mehr von diesen zwei vor der Kamera. Ich möchte wirklich mehr von diesen zwei. Oder Wagner Moura, der eben als Pablo Escobar bekannt ist worden in der Serie Narcos, wo dort in mehreren Folgen und auch Staffeln hat Pablo Escobar gespielt. Spielt ebenfalls ein ganz anderer Kontrast im Vergleich zu Pablo Escobar. Wirklich vom Cast her, wirklich mega. Aber wie gesagt, Civil War ist für mich einfach ein Film, wo man mehr hätte rausholen können. Aufgrund, nicht für uns in dem Sinne jetzt hier im Westen, also zu Europa, sondern eher für Amerika zu sagen, schaut, was in dem Sinn hier könnte passieren, wenn der je nachdem ein Präsident plötzlich im Weißen Haus hat, der auf eigene Art und Weise arbeiten und irgendwie gar niemandem mehr zulässt. Und was weiß ich, weil eben da der Präsident bei Civil War macht ja eine dritte Amtszeit, aber eben illegal, sprich ohne, dass er überhaupt gewählt ist worden. Und ich muss sagen, eben Civil War hat dort leider ein bisschen verkackt. Aber ja, auf der anderen Seite, wer gerne Roadtrip hat, also so Roadtrip-Filme, wird auf jeden Fall dort sehr, sehr Freude haben. So wie auch wer gerne Kriegsfilme in dem Sinn hat. Gut, Kriegsfilme, ich muss so sagen, also da kannst du jetzt nicht sagen, es ist irgendwie Full Metal Jacket oder der Soldat James Ryan. So etwas kannst du in dem Sinn hier nicht erwarten. Aber was du kannst erwarten, ist mal einen Film zu sehen, der aus der Sicht von der Presse ist. Beziehungsweise auch aus der Sicht von einem Außenstehenden auf einen Bürgerkrieg. Also dort hat es wirklich ein paar Momente gegeben, wo ich gedacht, hey, heftig, und das machen wirklich Menschen auf dieser Welt. Die gehen in ein Kriegsgebiet, legen sich dort die Westen an mit Press drauf und einfach für das Foto, das sie nachher eben über ihre Agentur, also es wird auch erwähnt, dass sie für Reuters arbeiten, dass sie in dem Sinne so ihren Lebensunterhalt verdienen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, also ob es auch Familienmitglieder gibt, die so etwas machen, also Mütter und Väter, die so etwas machen. Aber ich habe mir einfach so gedacht, es ist eigentlich heftig, wenn du denkst, deine Mutter oder dein Vater gehen in ein Kriegsgebiet, für das man in dem Sinn mit dem Bildmaterial dir das Essen auf dem Tisch kann liefern. Also mir tut es grundsätzlich eigentlich gut hier zusammenfassen auf IMDb. Und zwar das politische Thriller, ja, eben Roadtrip, ganz klar. Action, bin ich auch da dabei. Adventure, ja, vielleicht für sie hier, also für Jessie, gespielt eben von Kelly Spaney.
für sie auf jeden Fall ist es ein Abenteuer, weil sie das erste Mal gesagt wow, so ist es also. Und eben Thriller allgemein. Ja. Also ich muss sagen, wenn ihr wirklich mal wieder einen Film wollt, mit gutem Cast, mega krassem Cast. Der Film geht auch nicht wirklich lang. Er erzählt viel klein, aber nicht zu viel. Aber eben, wenn ihr auch gerne Roadtrip und so habt, dann geht euch auf jeden Fall Civil War. Was ich natürlich nebst einem Film auch noch angeschaut, beziehungsweise wieder angefangen oder angefangen weiter schauen, ist die folgende Serie. Orange is the New Black. Und ich muss sagen, ich schaue die Serie jetzt zum zweiten Mal und sie ist einfach mega. Der ganze Cast, die ganzen Figuren, zum Beispiel jetzt hier gerade Crazy Eyes, Bär hat mir ja dann zumal eigentlich gesagt, dass sie 1 oder 2 Folgen oder nur eine erste Staffel in dem Sinn mitspielt. Oder eben, sie hat noch mal schnell können in dem Sinn hier auftreten. Aber irgendwo ist man nachher so begeistert gesehen von ihrer Darbietung, dass man gesagt hat, nein, die müssen wir, den Charakter, Crazy Eyes, also den müssen wir in dem Sinn weiterführen. Also den müssen wir in dem Sinn in die nächsten Staffeln auch wieder bringen. Und ja, es ist in dem Sinn aufgegangen für Uzo Aduba, also sie, die eben Crazy Eyes spielt, weil sie hat nachher, glaube ich, 1 oder sogar 2 Emmys gewonnen, dank dieser Rolle. Und man muss sagen, Hut ab, wirklich Hut ab. Was ich sehr lange nicht habe gewusst, ist Folgendes gesehen, oder nicht habe gecheckt, ich muss es so sagen. Und zwar, dass Laura Prepon, wo Alex Voss spielt, dass das eben Laura Prepon ist. Also, dass sie genau die gleiche ist aus der Serie Die wilden 70er. Die wilden 70er, glaube ich, hat sie dann gespielt. Nicht 80er, ich verwechsel das immer. Die wilden 90er ist sie ja jetzt wieder dabei, ist in dem Sinne so eine Fortsetzung von denen. Genau, die wilden 70er von 1998 hat sie dann eben hier als nicht Fiona, Donna, genau, als Donna hat sie ja dann mitgespielt. Dass sie auch wieder, eben, genau das gleiche wie bei der Kirsten Dunst, auch wieder komplett andere Kontrast im Vergleich zu vorher. Aber ich muss sagen, die wilden 70er, die Serie, die habe ich sehr gerne geschaut. Oder schaue ich immer noch sehr gerne, muss ich so sagen. Deswegen, ja, die wilden 90er hat mich jetzt natürlich auch ein bisschen gepackt. Es gibt ja jetzt eine zweite Staffel auf Netflix. Aber das Ding ist auch gesehen, bei Orange is the New Black, dass sie dort einerseits eigentlich als Schauspielerin hat angefangen und sogar gegen Ende noch Regisseurin ist gesehen. Also dass sie sogar dort die Regie hat übernommen. Bei diesen Folgen oder sogar einer ganzen Staffel. Und das ist einfach boah. Also wer nicht weiss, was Orange is the New Black ist, also worum es dort in dem Sinn geht, kann ich euch gerne sagen. Und zwar Piper Chapman wird sie ja hier genannt, genau. Im Echten heisst sie, glaube ich, Kerman. Auf jeden Fall, Piper kommt ins Gefängnis aufgrund eben von einem Seich, das sie hat gemacht. Und dort lernt sie eben all die verschiedenen Charaktere in diesem Frauengefängnis kennen. Beziehungsweise gibt es eben auch ein Wiedersehen mit der einen oder anderen Figur, die sie aus ihrem, sage ich jetzt mal, Anführungsschlusszeichen, normalen Leben. Und was eben bei Orange is the New Black sehr gut ist, oder sehr perfekt auf Blatt geschrieben ist, einfach die Moment, wo du siehst, okay, so ist also die Person, also die ein oder andere Insassin in das Gefängnis hineingekommen, aufgrund von der und der Tat. Und je nachdem gibt es hier und da Momente, wo du denkst, ja, also die Person, die
die hat ja keine andere Wahl gehabt. Oder, ja, selber die Schuld. Also, dass du immer so ein bisschen bist zwischen, okay, ich verstehe es, ist die Person jetzt im Knast, oder ich verstehe es nicht. Und je nachdem gibt es auch Momente, wo du denkst, ja, die Person ist ja voll nett. Und dann im Verlauf vom Ding verändert sich's. Und dann wird die Person immer wie undurchschaubarer im Vergleich auch, dass halt Böse plötzlich lieber wäre. Also vom Geschichtlichen her, also von der Story her, wirklich perfekt. Wirklich perfekt. Und das Ding ist halt, dass das auf einer wahren Begebenheit ist. Also nicht wahre Begebenheit, auf jeden Fall, dass man die Inspiration eben genommen von der Piper Kerman. Das wäre sie hier. Sie selber ist dann zumal eben im Gefängnis gelandet. Sie ist eine Autorin inzwischen und hat eben durch ihre Memoiren, also durch ihre Erlebnisse, die sie dort drin schildert, ist sie eben berühmt worden. Und eben zuletzt hat es die Serie gegeben, Orange is the New Black, die eigentlich eine Anspielung ist, wegen draussen kannst du ja anlegen und Designerklamotten und was weiß ich, was du willst. Und dort drinnen hat man halt je nachdem nur 1 oder 2 Farben, die die Insassen in dem Sinne tragen können. Also wie eine Arbeitskleidung in dem Sinn. Wo eben dort nachher heisst, okay, wenn du halt orange angelegt bist, dann ist das sozusagen wie das neue Schwarz. Und eben, wie gesagt, es ist wirklich mega phänomenale Serie. Wirklich super geschrieben. Ja. Wenn ihr also die Serie noch nie hättet gesehen und auf starke Geschichten gespannt seid, dann schaut auf jeden Fall Orange is the New Black. Und ich kann euch sagen, die werden nicht enttäuscht sein. Die müsst 1, 2 Folgen, wie es halt so ist, vielleicht ein bisschen die Chance geben, aber dann ist es wie eine Achterbahn. Also ich habe dann auch, glaube ich, bei der ersten oder zweiten so ein bisschen gedacht, okay. Und dann ist es immer wie mehr losgegangen bis ich die Serie habe durchgeschaut. Also bis zu der letzten Staffel, letzten Folge. Und ja, geht noch auf jeden Fall die Serie. Beziehungsweise geht noch auch gerne Civil War, eben, wenn ihr gerne auf Roadtrip und so steht. So, dann würde ich sagen, das war es für die heutige Podcast-Folge. Ist mal ein bisschen andere gewesen. Wenn ihr also gerne ein bisschen mehr über Filme und Serien und so oder meine Meinung möchtet wissen, dann schreibt gerne einen Kommentar, weil jetzt bei Spotify könnt ihr zum Beispiel gerne auch Kommentare schreiben. Sowie auch bei YouTube oder wo ihr auch immer den Podcast schaut oder hört. Ja. Könnt ihr gerne einen Kommentar dort lassen. Oder mir per WhatsApp oder Direct Message auf Instagram. Gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.